Goedemorgen. Welkom hier van ons Mars. Ik freue mich dat je hier bent en ik hier kom met je top zijn. En besonders welkom te alle ja's wat hier zijn. En wat hier niet fertig aan het jaar zijn, so welkom hier. We wensen je van je alle thuis. En dat je een bisschen ganz thuis merken en maand merken. We hebben het ja's hier, Diakon Isaac Plattdeutsch van Worsley, Alberta. Hij wordt later ons met de nächste boodschap doen. En kijken verder wat door nu zijn wat we leren worden. En ze zijn Maya ja's. Dan die Paners zijn hier van Mexico. En zo wie dat staat. So we kijken verder wat nu een goede tijd. We bouwen vandaan en een aankijken in de Bibel, wat ik zou gleichen doe. Al vele jaren heb ik dat geglecht. En lees ik maar eens mal even. En we willen een beetje aankijken van de smars, van die in de Bibel met hast. Daar wil ik nu Efeesa kapitel 1. We worden in de eerste vers aankijken van die. En zijn wat we door leren kunnen voor onze ziel. God heeft een weg opgemerkt, God heeft een weg uitgemerkt voor ons. Dat we kunnen geestlich zijn zijn. En dat we kunnen zijn kinderen zijn. En we vangen deze vers bij van waar God ons aankijken dat. En van waar hij wil gaan dat we aan zullen aankijken. En ook van wat hij gepland heeft. En het ganze ding van onze reding en van de mensheid. En met breder je checkt. So, Efeesa kapitel 1. En so we worden de eerste vers, waar we dat mal lezen, we worden met vers bij vers het doorgaan. En dan zijn wat we leren worden. So, de eerste vers zegt het, Paulus, den God zich gewählt had, Christus Jezus zijn apostel te zijn, nu de Heilige en Efezes, de onze Christus Jezus trouw zijn. Jnod met junt in vrede van God, onze Vader, in onze Herrn Jezus Christus. So, hier vinden we in deze vers een paar dingen. Eén is dat Paulus weer van God gewählt. Paulus weer niet einer, wat zich zelfs had handgesteld is. Nu wordt hij mal de wereld changen. Nu wordt hij mal een influencer zijn. Hij wordt nu mal something doen wat groot wordt zijn. Hij had zich weer uitgestudeerd voor God weer. En nu wordt hij mal leren. Hij weer van God gewählt. We weten de geschichte van God. Paulus op den weg naar Damascus roepen dat. Hij hield een kaart op. Hij weer draagt met zijn business, niet met zijn koninkrijk bouwen, met christen vervolgen. Jezus zijn noodvallen. En daar hield God een kaart op. En hij bewijst zich zo sterk nu Paulus dat wist. Nu zijn ik hier met somebody top wat de maatje is ook. En zijn leven weer het krijgt dat hij had gedacht, Jezus weer een falsche leraar, maar door. En op deze stem wat van Himmel weer kwam, en het licht wat am door aankwam, en deze kracht wat am door van Petrus smijt, op den weg naar Damascus, dat we geloof ik een apostelgeschichte vinden. Die stem zegt, ik zie Jezus. En zo dat weer voor Paulus een ganz bijzondere ding. Maar nu had hij gedacht, Jezus wie een falsche leraar. En nu weer hij hier aan somebody zijn een woord wat hij wist, dat is God. En dan zegt die stem op het hem dat ik zie Jezus. Zodat bloos dat een ding, dat te antwoorden dat Jezus God is, dat draait Paulus zijn ganse leven ram. En zo is het ook voor mij en die, want we op eenmaal Jezus is God aannemen. Dan change ons leven, niet? Dan als Jezus wordt voor ons, dan zijn Jezus zijn Weder en Jezus zijn ding wat hij deed, zijn dan op eenmaal de hand weg voor ons. En daarmee als Jezus zijn erleiding, Jezus zijn, God zijn plan voor ons, dat we al die dingen wat Jezus leerde, die gaan dan op eenmaal weg en dat draait ons leven ram. En dat is wat Paulus hier beleven deed. En God roept hem door te zijn apostel te zijn, dat evangelium van Jezus aan de ganze wereld te verbreiden. Mank alle mensen, niet plus manke Juden, maar mank alle mensen, zo wie das hij kan. En God zei ook te hem, dat du was ver kunnen je staan en mijn woord met delen. En dat vingen we
wenn ihr noch mal kijken naar een Bibelstudy, wat je weer gleich te doen, dan studeert mal Apostelgeschichte durch. Sehr interessant. En neemt wel ich Titel toe. En aber da fingen wir mal jetzt mal, wie Paulus ferm gerecht getragen wird. En so einer wird dann gleich auf unsere Minute Karten nehmen, wenn ich hier hat gepredigt oder alles was. Ich meine, ich weiß nicht, er denkt da gar nicht so viel über, aber wo wird einem das gehen? En aber Paulus nimmt viel mal die Zeit durch, ich glaube, jedes Mal nimmt er durch, mit Überhand und dann predigt er da zu den Rechter. Predigt er da zu den König, für wem er da steht. Nee, so das ganze Bild, das dreht sich da am Raum. En de Leuten haben gefallen en wir haben uns gedacht, wir haben hem Leute umgebracht, er ist lange im Gefängnis geweest. Dort verändert sich nicht. Das wir bloß diese Rechter, diese Könige, für wem er kam, die hielten alle das Evangelium. En dat wir even als, wo ich in Apostelgeschichte fing, ist der Paulus da am Tempel einmal festgenommen. En de woonstanjen, de slaapnamen im Tempel Ritem am Stanjen, de ganze Herd, dat wir da eng van zijn leven, als hij am vastgenomen wordt. So de kwam de mes aan, dan kwam de Römische Soldaten en raden am da van deze jüdische dale groep, Gassengruppe, wat am da wil aanbrengen. En raden de Römische Soldaten am da rit en ging maar am top nur Tower, nur Castle, wo zij woonden, en op de trappen op. En dan door beam om de aanleiden, draait hij zich om. De ganze gas weer vol, honderden, vielleicht duizenden Juden worden nu alle opgericht. Wie nu hebben ze den Paulus hier groot aan haar heen gehad, en wie hebben de waardgenomen. Daar draait hij zich om, en nu dan predigt hij te de ganze Heer door wat hij wil aanbrengen. Nu wist hij weer de zaken. De Römische Soldaten, die waren ganz ram an, und die nahmen am nicht mit. Er wusste, like, er wir nicht von Jana lied, wir haben, for the moment, wir haben safe, nicht? Und dort dreht er sich ram, und dann gab er das Evangelium, predigt er, der Predigt, wo ihr fängt, in Apostelgeschichte. So, das war interessant. Paulus wusste, dass sein Übergeport vom Leben, das von was Jesus traf, und wieder, wie Jesus sein Apostel, wie Gott sein Apostel, und predigt, hij leert en jeder gelegenheid wat hij had. En zo ik en du hebben ook een roep van God. En ik weet niet wat die roep krijgt is. Sommige van jullie wil ik weten, maar niet alle. So we hebben alle een roep van God gekregen. En zo waar we dus van Paulus leren. Dus Paulus, jeder gelegenheid uitnutzen deed hem zijn roep van God uit te vallen. So we willen eigenlijk doorkijken waar we niet afloten van de roep wat we hebben uit te vallen. En Gott ja verschiedene Gaven, da fingen wir Lot an Efeesa von, da sind viel verschiedene Gaven, was wir gekregen haben, das ist nicht alle predigen. So ist Paulus Zeit, wir sollen alle evangelisieren und alle mitteilen. Aber wir haben alle verschiedene Gaven, und weil wir nicht nur loten, weil wir, so ist Paulus Zeit, weil wir das klar holen, durch uns Leben, und so ist wir wieder gehen, dass unsere Rob ist nicht something, was wir uns selbst abgelegt haben. Wir haben nicht uns selbst unsere Gaven genommen. Ein Geschenk kriegen wir von wem? Wir nehmen uns einmal ein Geschenk, dann ist das nicht mal ein Geschenk. Wir kriegen eine Gabe von Gott. Und wenn Gott uns eine Gabe gibt, kriegst du es, wenn ich dir ein Geschenk geben, dann erwarten wir, dass die wollen das annehmen, und die wollen das gleichen, die wollen das was regnen, und die wollen das brücken, nicht für was immer das dann ist. Ist das schmacklos ist, oder was in einer Kirche brücken, oder was im Bieten am Hafen, was immer das ist. Wir glauben, die wollen das was regnen und brücken, und kriegst du diese Gabe, was Gott uns gegeben hat, und Paulus in Case wird ein Apostel sein, weil wir den nehmen, weil wir den brücken, weil wir den nicht durchleihen, und weil wir alle Gelegenheiten, wo wir können, die brücken, und dort anwenden, wird Gott uns berufen hat in uns christliches Leben. So das Brief, Efeserbrief ist nur der Helge geschrieben an Ephesas, die unseren Christus Jesus treu sind. So, das ist nicht interessant, dass hier sagt, nur der Helge geschrieben. So, kannst du dieses Efeserbrief annehmen? Du kannst es nur der Helge Lied geschrieben. So, bist du ein Helge, bist du eine Helge in früh oder ein Mann, was ich kann das Brief annehmen. Und so, wir wollen Leute an das Brief hängen wie mehr davon, an der Vers, was das meint. Kolosser 1, da sagt es sehr klar, und es sind auch viele Verse im Neuen Testament, die reden von, wo wir können rein sein. Wir haben es mal gesungen, uns wird angeladen, an verschiedene Leute zu singen von
Jesus sein Blut und Jesus seine Arbeit, was am Kriegszeit für uns tun, dass wir können nur Gott kommen, dass wir können rein sein. Und das ist, was das meint, heilig zu sein. Wir wollen in uns Wunder heilig sein, das ist, was die nächste Länder sagt, die uns in Christus Jesus treu sind. So, das ist ein großer Challenge, erst, dass wir heilig sind an Jesus, und dann werden wir Jesus auch treu sein. So ist Paulus wie an seinen Raub, und auch so ist wir gehen, und so ist wir leben, weil wir am treu sein, weil wir seine Heiligung annehmen, sein Blut, und weil wir dann auch mit am Typ gehen, weil wir am treu gehorsam sein, so gut es wir können. Dann der nächste Vers sagt, Gott seine Botschaft zu uns, der ist Gnade mit Jund und Friede von Gott. So, das ist das schöne Ding, nicht? Das kriegt diese Botschaft, was wir fingen, was Paulus predigen hat und was wir wollen bei uns eigen Leben einmal predigen, dass Gott sein wird zu uns, das ist Friede und Gnade. Und das ist Gerechtigkeit. Und das muss jetzt treu sein, nicht? Aber Gott hat im Sinn, dass wir wollen im Frieden sein mit ihm und dass wir wollen in seine Gnade stehen. Und so das ist unser Ruf als Christen, dass wir können an Gott seine Gnade stehen. Das ist von Gott, wir ein Hausgebet haben, was er Gnade hat, und dort können wir bei leben. Das wir leben an der Gnade, wir stehen an der Gnade. Und das hat Gott uns gegeben. Das ist ein von den Geschenken, vielleicht das größte Geschenk, was er uns gibt, dass ich und du kann an seine Gnade sein. Wenn wir nun den 3. Vers lesen, da sagt es steht, uns Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür gelobt werden, dass er uns als Himmelsbürger all die jährlichen Segnungen geschenkt hat. So, das war, dass wir kriegen diese Segnungen, kriegen wir durch Jesus Christus. Die ganze Welt, die glaubt an Gott. Du weißt, das sind Menschen, die sagen, sie glauben nicht an Gott. Dass sie wirklich deep an der Hort nicht an Gott glauben, das weiß ich nicht. Aber sie würden sagen, in der Glauben, dass sie glauben nicht an Gott. Wenn auf einmal drauf ankommt, dann würden sie vielleicht doch auf einmal rauben. Das ist der Lied, bei Noah seine Arche, die rauben doch auf einmal, wollen sie hier nennen. Und ich glaube, sie ja, dann sind alle vielleicht noch mal, wenn wir leer sind, wird auf einmal dann rauben wir doch nur Gott. Und aber die Menschheit, die glaubt, über das ganze Glauben an Gott, und es gibt viele verschiedene Religions und Glaubens, was alle an Gott glauben. Nicht über die ganze Welt. Sie haben alle in Gott aufgehört. Erst was dein und beten die an. Aber Jesus sagt, ich sehe die Weg, die Wahrheit in das Leben. Und so, das ist nicht die ganze Welt, was an Jesus glauben hat. Jesus, und dass Jesus Gott ist, ist Paulus das beleben hat. Das ist ein Ding, was die Christen, in wahrer Christ von everybody else trauen hat. Und das ist, was die Christen sie soll verfolgt worden, because ich kann das nicht annehmen, dass andere Menschen auch denselben Gott dienen, because Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit in das Leben, durch mich kommt ihr nun vor. Und so die Segnungen, die wir an Gott haben, die kommen durch Jesus. Das meint nicht, dass andere Lied nicht auch Segnungen haben, der Regen, der Sonnenschein, dass wir leben, dass wir gesund sein, wenn es dort ist, das sind alle Segnungen von Gott. Gott gibt everybody viel Segnungen. Aber die jährlichen Segnungen für uns, für unsere Seele, die kommen durch Jesus Christus, wenn wir treu sind und wenn wir geheiligt sind an ihm. Und so dafür loben wir ihn und wir freuen uns. Wir sind Himmelsbürger. Großartig, Gott seine Gnade, das ist ein Haus, wie wir können wohnen. Und hier sagt es, wir sind Himmelsbürger. So, was ist ein Bürger? That's somebody with Tüß hier, und der wohnt da. Und so, wir wohnen im Himmel. Unser unser Wohn steht, uns Tüß für unsere Säule, das ist im Himmel. Und wir finden das, wenn ich und du uns auf einmal hier auf diese Erde anfangen, säulich oder jährlich Tüß zu merken, dann fangen wir an, von Gott aufzukommen. Und dann müssen wir behalten, dass unsere Säule, uns Gäste hier im Himmel Tüß, wir sind Himmelsbürger, und durch Jesus kommen vom Himmel alle geistliche Segnungen. Das sagt hier, alle geistliche Segnungen. Wenn wir das falsch nehmen, dann hört sich das so, dann muss wir sagen, dass Gott hat uns alle Segnungen gegeben, was uns fehlen. Auf Englisch, in Vers 3, wenn du die englische Bibel aufhast, du sagst es noch klarer, betont dass alle geistliche, all spiritual blessings, alles, was uns fehlt, das für uns jetzt zum christlich sein, hat Gott uns gegeben. Und so, dann müssen wir uns freuen, belebe ich dort, lebe ich an Gott seine Gnade.
in Himmelsberge und so deep und so weit es ich will kann sein. Nehme ich mir die Segnungen an, was Gott mir geben hat. All je jeft haf, oder lot ich die Geschenke zu ziehen, was er mir uitgedeelt hat. So, Vers 4 sagt es steht, Wils euer Heide Welt den Grund legen, hat er uns bestimmt an Christus, seine Helge, Ausschuldige, Kinder zu sein. So, euer Heide Welt, das Gott, überdenken, dass wir die Welt merken, dann hat Gott all gedacht, wenn es Gott die Welt merken, dass er nicht erst Menschen und dann wieder eine Welt verändert. Er bietet erst eine Welt für die Menschen, dann sagt er uns dann an. Und so da, wenn ich denke, wie vielleicht manchmal ein bisschen, okay, na Gott mögt die Welt, und dann fallen wir, oh, dann würde nach Fan sein, wenn er nach Menschen will, dann mögt er nach Menschen. Ich weiß nicht, wie wirklich so denken, aber wenn wir überdenken, dass der Mensch, was auf dieser Welt wohnt, dort ist Gott sein Zweig, dort ist, und was er plant hat, und er will haben, die Menschen sollen seine Helge und Ausschuldige Kinder sein. So dann, können wir uns vielleicht verhellen, wieso pflanzt du den Baum da dann am Garten an, dass wir uns können versingen? Und da haben wir Luther noch mal erfahren, aber Gott will haben, dass wir sollen wahrlich am Dein, wir sollen in Choice merken am zu Dein, und er will seine Gnade wiesen. Und das sagt in Vers 5, wenn Gott seine Leib für uns hat er dort so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine Kinder. Gott wisst all, fair die Welt merken, dass wir würden uns versingen, und er wisst dann, dass er würde eine Rot haben, und dort wird Jesus Christus sein, und der wird kommen, und der wird den Weg aufmerken, dass wir können trägen nur Gott kommen. Und so dann denkst du vielleicht, na, das ist ausschuldig, das ist ein Loch gerufen an der Tauschschaden, ich hier lass noch was wem sein, na, das ist besser ein Loch gerufen, der Tauschschaden ist nicht down, glaubst du, das ist was Gott, seine Leo wie im Himmel, er hat nichts zu tun, dann wird er mal ein Loch gerufen, einen Sinn, Loten passieren, und dann eine Radung merken dafür, das ist nicht, so das ist, und das ist auch nicht, ich meine, Pott von Gott, glaube ich, verlangt nur die Gemeinschaft, ich glaube, manchmal habe ich das nur so gelehrt, dass Gott fehlt die Gemeinschaft, Gott wird vielleicht ein bisschen einsam und nu will er nach Menschen haben. Bedenkt mal über das, wenn Gott einsam ist, dann ist er nicht vollkommen. Man sagt, wenn du einsam bist, dann fehlt dir das ein Wort. Fehlt wir Gott einsam am Himmel, dass uns somebody fehlt, er fühlt sich incomplete, er fühlt sich unvorig, dann will er die Menschen merken, Gott ist ganz vorig. Ich glaube, weil er will Gemeinschaft haben, das glaube ich. Ich glaube, die Bibel lehrt das. Aber ich kijk da als es steht nun, Gott hat so viel Life und so viel Gnade, und er will die Sharing mit somebody. Er will uns lassen, seine Life und seine Gnade erfahren. Kijk eens, wenn du mal was somebody mithalten, nicht? Das ist vielleicht wird ein armes Kind sein, oder vielleicht sind eine Nuberschan getragen, die sitzt, na, der fehlt mal halb, oder das ist eine Familie, die hat einen großen Schwur, nicht? Dann wollen wir mal ein bisschen beifoten. Wie tun das, wenn uns jetzt das scheint? Oder vielleicht für die Kinder. Die sitzt, der fehlt da halb. Na, manchmal dürfen wir die Schuldigkeit, wir würden gleich wirklich Zeit haben dafür. Aber vielmal ist es uns jankert, die zu halten. Wir wollen mal was für die tun, nicht? Wir nehmen die an, wir kicken, was würden wir mal können für die tun, um die zu haben, nicht? Um die mit zu haben, um die Frieden merken, um die mit uns nehmen, nicht? Und so das sagt der Non-Kicken, das ist was Gott hat. Gott ist voll Gnade und voll Life, voll Gerechtigkeit, voll Weisheit. Und das ist was er will mitteilen mit uns. Er will uns als Menschen dort beweisen. Er will uns an den Kranz, an das Licht will er uns bringen. Und er will sich der Menschheit, dass er kann wiesen, was er kann tun. Nicht? Er kann uns, even wenn wir gefallen sind, er kann uns an seine Gnade, er kann uns am Himmel bringen. Und das ist, wo wir Gott loben können, nicht? Das ist sein Plan, seine Weisheit, seine Herrlichkeit, in seine Gnade kommt er über dir, wenn wir dort annehmen. Wie kann ein Prozent davon, nicht? Wenn ich kann seine Gnade nicht annehmen, dann nehmen wir, ich habe es vielleicht nicht ganz recht gesagt, aber nehmen wir an der Freiheit wahr von der Down. Wir nehmen an seine Herrlichkeit wahr, wenn wir nicht an seinen Plan mitleben, wenn wir ihn nicht annehmen dann. Krijgt es, wenn die nicht Kinder ein Geschenk geben, das ist ab Weihnachten oder am Geburtstag, und die würden das nicht annehmen. Die würden sagen, na, ich will das nicht, mir fehlt das nicht, oder was immer, ich gleich nicht, oder gleich die nicht, oder was immer. Dann würden wir uns so geschlecht fallen.
Und so, dann wird wir so fallen, na, wir haben nicht könnte live mitteilen, was wir das für gleich haben, ne? Und so, wenn ich und du nicht an Gott seinen Plan teilnehmen, wenn wir nicht seine Gnade annehmen, dann nehmen wir nicht, gehen wir nicht mit seinem Plan mit und er kriegt nicht die Herrlichkeit davon und die Freude davon, was er wird gleich hinterher. Wir sind auch für seine Freude gemerkt, so, wenn wir uns lassen erraten von Gott und wir sind am Treu, wir gehen mit am Taub, dann lassen wir Gott ein Sender von das ich und du sind gewesen, Sender, aber wir nochmal eindacht worden, bei ihm im Himmel sein, mit am Taub und sein Licht, dass er ein Sender kann, nur am sein Thron und seine Herrlichkeit anbringen, dort ist Gott seine Weisheit, dort ist Gott seine Ehe, dort ist Gott seine Herrlichkeit, seine Gnade und seine Gerechtigkeit, bringt dort firm Deal. Und das ist, was wir hier lernen. Vers 5 sagt, wir haben noch einmal lesen, wenn Gott seine Leib wir für uns hat er dort so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine Kinder. Und weil wir dort annehmen, Gott will uns annehmen, seine Kinder, das ist ein großes Wort. Und dann Vers 6 sagt, nicht können wir nicht anders als seine große Gnade loben, da er uns hat toekommen lassen durch seinen Leben sehen, Jesus Christus. Das kommt durch Jesus, wir müssen Jesus annehmen, dass es durch ihn, dass uns die Gnade toekommt, dass wir kein anderes Haus leben, was Gott für uns gemerkt hat, eine Gnade, wenn wir das Bild wollen, das dort nehmen, von der uns Mars. Und dann können wir auch seine Kinder sein. Und so Gott nimmt uns an, das ist sein Kind. Und er ist geduldig mit uns, er schafft mit uns. Auf Englisch spricht das wird Adoption durch. Nicht? Er hat uns angenommen, wir können sein Kind sein, und er schafft für unsere ganze Lebenszeit, sei wir sein angenommene Kind, und was er schafft, um uns durch zu bringen, dass wir an seine Familie anpassen, dass wir so sind, als er hat uns seinen Namen, seine geistliche Segnung, was immer, er lässt uns, denkt mal über das, Jesus lässt die seinen Namen brücken, hast du mal über gedacht? Du gehst rum und sagst, du bist ein Christ, nicht? Und so, ich gehe rum und sage, ich bin ein Christ. Und so, Christ ist, dass Jesus seinen Namen. Hast du mal über gedacht, dass wenn du die in Christ nennst, dass du Jesus seinen Namen brücken lässt? Er lässt die seinen Namen brücken. Wem wirst du lassen, die Namen brücken? Wirst du mir lassen, die Namen brücken? Wenn du mir nicht gut kannst, dann wirst du vielleicht. Some von jenen würden vielleicht nicht. Ich kann mich zu gut. So, da wird wir so abpassen, mit wem wir lassen uns Namen brücken, nicht? Wem wir würden ihr Checkbuch geben, andererweise sind von den Non-Kirchen. Gott lässt uns seinen Namen brücken. Er nennt uns seine Kinder. Right? Und er lässt uns Jesus dort leben. Das ist ein sehr großes Geschenk, eine sehr große Abgabe aus dort, dass wir können Gott Jesus seine Kinder sein, dass wir können seinen Namen drehen und dass wir können sein, ich bin ein Christ. Und er ist okay damit. Das ist nicht, dass wir uns in den Brücken schlecht fallen dürfen. Wir sollen uns Fan fallen. Ich habe die Hand genommen, hier ist mein Name, lebe an meine Gnade. Sie in Himmelsberge. Vers 7 sagt es dort, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. So das ist wahr, das ist durch Jesus. Und das ist, was Paulus da belebt. Jesus als Gott, Jesus als Gott sein Sehen. Und so, wenn das so ist, dann ist Jesus sein Werk umkreuzt, das was Jesus da leidt, dass er unsere Sinnen durch betont, dass sein Blut schild für uns. Er betont seine Sinn, das ist dann jährlich für uns, wenn er Gott ist. Wenn Jesus bloß ein guter Lehrer wäre, wenn Jesus bloß ein besonderer Mensch wäre, mit einem Fremden, mit einem verdächtigen Mensch, ist viel am Unkicken, dann wird ihr das nicht jähren, wenn er durch gestorben ist am Kreuz. Aber wenn Jesus Gott ist, dann ist sein Blut jährlich für uns. Und das ist genug für uns, um uns Gott seine Kinder merken, um uns unsere Sinnen alle weichwaschen. Vers 8 sagt, in uns sind die Sinnen vergeben durch die große Gnade, die an uns leben, nennt kein an uns die Üben für die Wahrheit aufmerkt. So die Wahrheit meint hier Gott seine Gnade, Gott sein Werk. Uns von Fertigkeit der Welt merken, das, was wir von geredet haben, und an durch dem Guten Eiden, wie wir uns versündigten als Menschen in Krieg, was an uns leben nennen, oder was wir Jesus gestorben hat am Kreuz, und was an uns leben nennen, und was am Himmel nennen, wie wir noch mal wollen, und Gott seine Herrlichkeit sein, Gott sein Plan, das ist die Wahrheit, das ist das Geheimnis. Auf some Städten in Efeesa, auch andere Städten, Paulus dort wird ein Geheimnis. Und
Denk an dit, wanneer dat wird Geheimnis lesen, das an Paulus in de Brief, dan meint hij, krijgt dit plan. Dat Gott zijn plan für die ganze Welt wird openbaar gemerkt worden. Von Anfang wissen die Menschen noch nicht. Adam und Eva wissen nicht. Noah wissen nicht. Abraham wissen nicht. Der hat alle, jeder einer hat vielleicht ein bisschen mehr, was sie wissen. Even die Jünger wissen nicht, was der Herr jetzt kommt. Und wir hatten ein Rätsel, und wir hatten ein Geheimnis. Aber von der an ist uns sind uns unsere Augen aufgemerkt für die Wahrheit. Wir können das lesen, wir können das verstehen. Wir haben den Heiligen Geist, dass wir weiten, dass was Gott sein Plan wie und dass wir frei gekauft sind, ist es hier sagt. Durch Jesus sein Blut in Vers 7 sagt das, was er von uns gegeben hat, sind wir losgekauft von der Sinn, von das Gesetz, von das, was er jen uns stund, von was er zwischen uns und Gott, wir sind wir losgekauft, und auch von der Macht vom Feind sind wir losgekauft. Und so nicht können wir für Gott leben, wir können in Himmelsberge sein, seine Segnungen erfahren und seine Gnade wohnen. Vers 9 sagt es das. Gott hat uns sein Geheimnis, hier so wird, Geheimnis weiten gelassen, dass er sich hat vergenommen, durch Jesus Christus für den Tag zu bringen. So hier ist es weiter. Gott hat Plan sich dort, dass wir nicht, dass der Ding passieren, was Gott nicht weiß, was da wird passieren. Gott hat den ganzen Heilsplan geplant. Und dass ich kann tun, dass die Menschen da werden eine Chance haben, Port unterhaben. Vers 10, wenn seine bestimmte Zeit ist, wird hier sein. Dann wird er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, einhab bringen, und dort ist Christus. So am einen Zeit, am einen Welt, das wir manchmal sagen, dann wird alles in Jesus gebracht worden. Alles, jeder Knie wird sich für Jesus beten. Jeder einer wird für Gott sein, gerecht stehen. Und wird Jesus wird es weiten, wem er kennt und wem er nicht kennt. Und so, da wird alle sich um Jesus drehen und wir wollen alle, all die, was Jesus gleichen, die werden mit Amtop im Himmel ankommen. All die, was an ihm wirklich glauben. Und so, das ist Gott sein Plan, dass Jesus wird der Herrscher sein und wir werden in sehr erscheinet Himmels Königreich oder in Reichtum am Himmel haben durch Jesus Christus. Und das wir durch schaffen hat. Das ist sein Plan. Gott kijkt nicht bloß von der und von morgen, er das auch, aber er hat einen ewigen Plan. Er hat einen Plan, wird noch mal eine Ewigkeit wird sein. Deswegen sagt Jesus, er sagt ja dann Hebräer, dass Jesus, als er dort Kreuz kam, als er dort in Gethsemane war, als er dort schworet für sich hat, dann sagt er, wenn der Fried, was er für sich hat, deswegen ging er durch. Der Fried ist, dass wir nochmal mit Amtop im Himmel sein. Wenn wir das wollen studieren, das ist ich das verstehe, das was das meint. Der Fried, was Jesus hat, dass wir der Fried, dass er nochmal wird selbst, war das im Himmel sein, war ich von dieser Erde, war ich von der Kreuz und war ich von all das. Und dort wieder wollen mit Amtop sein. Er wisst, dass was er hier tut, das wird viele Menschen am Himmel anbringen. Wir seine Gnade und seine Leib können sharen, wir können wiesen und so dort wieder Frieden. Und so habe ich auf einen ewigen Plan, und ich kann die ein Prozent davon ganz frei, also ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat, dass wir können reingewaschen sein durch Jesus und dann mit Amtop gehen und das Leben, was wir bei dort kommen. Vers 11 sagt, und Christus hat uns verrät bestimmt, seine Orven zu sein, so als er dort geplant hat, und er führt alles so aus, als er dort will. So hier redet ein Hammer dort von Gott sein Plan. Und dort, Paulus ist es wichtig, dass wir dort weiten, dass Gott hat einen Plan, dass nicht bloß das Ding, nicht auf einmal mit diesen zwei passiert, oder den zwei, oder nie, dass das ein Eigleich ist, so ist das Ding sind. Gott hat das geplant. Er will haben, dass wir sollen es reingemerkte, reingewaschene, oder ich soll das nicht so sagen, es Menschen, die sich gewählt haben. Sie, die Engel, die haben nicht so dieselbe Art Wohl, als wir haben. Die Tiere haben nicht dieselbe Art Wohl, als was wir haben. Wir haben eine ganz, und so, wenn ich und du, wollen noch mal im Himmel sein, das, was das wird sein, ist, for example, wenn ein Hund oder ein Kot hat, und so, wenn wir das dann utlassen, dass die im Himmel sein, aber die würden das nicht, das selbe schätzen, ist, was ich und du wollen, nicht? Die haben sich keinmal nicht, den Zweig, Gott meint für dein nicht, wenn
lang nicht so viel, soll ich sagen. Ich weiß nicht, erst was meint für dich, weil wir sein nicht, oder so wenig. Aber wenn wir sind gerat worden durch Jesus und wir das verstehen können, wir verloren, wir sind ohne Jesus, und nu auf einmal sagen wir am Himmel, an Gott sein Licht, was von der Herrlichkeit wird das sein, nicht? Und so wie es reingewaschene Sünder, wir haben einen anderen Viewpoint, wir haben einen anderen Blick, ein anderes Verständnis von Gott, ist was erst das wir haben. Und das ist ein Ding, was Gott will. Er will seine Gnade für ein Deal bringen. Und wenn ich und du Match hoffen mit dort, dann sagen wir ein Part von den Plan, was hier so betont wird. Vers 12 sagt so, dass wir auf Christus hoopten, die Erste wären, die seine Herrlichkeit werden loben. Diese Herrlichkeit von Gott, wo wir die Erste sind, was er loben kann, even von deren. Und wir singen taub. Wieso singt die Welt nicht mit uns taub? Ob das so ja war, die kann es nicht verstehen. Wieso singen die Engel nicht mit uns taub? Die singen auch, aber die singen nicht als geradene Menschen. Das sagt dann, ich glaube, das ist auch in Hebräer, wie das sagt, die Engel werden gleichen an das Nannte checken, was Gott mit uns tut, aber die können es nicht verstehen, weil sie sind nicht gerat, als ich und du sind. Sie leben nicht dienstweich an Gott seine Gnade. Vers 13, und so wird es auch mit Jnod, die Wahrheit gehört haben, wodurch sie gerat worden in und arm Gläubigen. Dann teken Gott Jnod mit dem Heiligen Geist. Das ist, was Gott tut mit dem, was Jesus annimmt, was Jesus anerkennt und was sein Plan annimmt, die tekent er mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist lehrt uns, der comfort uns, der hat viel Dinge von uns, die hilft uns geben. Aber der Heilige Geist ist noch ein Teken. Viele Menschen, die spenden viel Zeit und auch viel Energie und viel Angst an das Müllteken. Nicht? Hier ist mal, reden sie waren von dem Müllteken. Ich von klein an immer mich viel gegrillt und da wird immer der große Jahre, und was ist ja uns scheint, uns in anderen Seiten ein Grillen über das Müllteken, nicht? Wir sollen viel doller besorgt sein über das Teken vom Heiligen Geist. Gott gibt uns das Teken von dem Heiligen Geist. Und hast du das Teken? Hast du den Heiligen Geist? Dann kann Gott sein, wer alle am Gehirn hat. Und er weiß das. Und Jesus sagt, da am Gericht sagt er, ich kann die nicht. Oh, die kann ich. Wieso? Das ist die Teken mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Gemeinschaft zwischen ihm und des Menschen. So ein gläubiger Mensch, einer, der Jesus hat angenommen, der hat den Heiligen Geist. Das liegt die Bibel ganz klar. Das ist nicht noch besonders, was da passieren. Wenn wir nur Jesus gekommen sind, wenn wir Gott seine Kinder sind, dann haben wir den Heiligen Geist, dann haben wir das Teken von den Heiligen Geist, und weil wir den treu sind. Vers 14 sagt, der Heilige Geist bürgt dafür, er schafft dafür, der arbeitet dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Durchwehen, weil wir nur alle seine Herrlichkeit loben. So ein anderer wird, das ist eine Zeit, wie wir uns durchsagen, oder abstehen, oder am Main, was immer das ist, wie wir uns Gott loben, wenn wir weiten dort, wir versegnen, treu zu sein, nicht? Aber hier ist eine Stelle, wie wir auf einmal sagen, okay, na, ich weiß Gott seinen Plan, ich sehe an Gott seinen Plan, wenn ich habe den angenommen, ich habe Jesus angenommen, und der Heilige Geist, der schafft und der Mond mir, der gibt mir Segnungen, was immer, der schafft noch an, dass ich dort hinkomme, nur dort, was Gott versprochen hat, und dürfen wir seine Herrlichkeit loben. So weit von deren. Und ich wünsche Ihnen bloß Gott ihn sehen, wenn wir hier denken, dass wir an Gott seine Gnade wohnen und seine Kinder sein. God bless you.